für dich mal, wie warst du, du schaffst du, aber du hast mit Kooperativen zu tun? Ja. Meine Nummer ist so, die gemacht haben. Ich schaffe meine Energiepark Kreden zu Birkrich. Und wir kümmern uns ganz viel um die Gründung von Kooperativen, so die Zivilen, und begleiten die dann eben auch bei ihrer ganzen Demarchen von der Gründung bis hin zu Projektsumsetzungen an Beratungen, alles, was mit Kooperativen und Photovoltaikanlagen so zu tun hat. Was genau? Also ein Kooperativ. Was mischt ein Kooperativ? Ein Kooperativ war am Anfang ein Zusammenschluss von Privatleuten, die meinen dann freiwillig, die sind alle benevol, kommen dann zusammen, für dann eine Bürgerinitiative zu gründen, wo sie dann eben Projekte am Energiebereich, am erneuerbaren Energiebereich eben auf die Beine stellen wollen. Okay, war das ein Enjeu, war das ein Viertel für eine Kooperativ? Viertel ist die Projekte in Photovoltaik zum Beispiel, wenn sie ein bisschen groß gehen, kosten relativ viel Geld. Und für eine Gemeinde oder so ist das relativ große Budgetsposten. Und ein Kooperativ hat davon viel, dass du relativ viele Leute da können zusammenkommen und investieren können mit kleinen Motoren. Und da kommen dann, wenn da genug Leute zusammenkommen, relativ große Chiffren zusammen, mit denen dann wirklich große Projekte da kann umsetzen. Was genau, für was brauchen die? Ja, auf der einen Seite haben wir effektiv die Privatleute, die dann eventuell kein Dach und die Gegend das für eine Photovoltaikanlage oder auch eventuell finanziell mehr tun, für eine Anlage zu installieren. Auf der anderen Seite haben wir die Gemeinden, die selber schon relativ viel Kosten haben für Entretien, für die Gemeinde, für die Öffentlichkeit, wo sie sowieso schon müssen relativ viel investieren und haben dann eventuell nicht noch mehr für dann eine Photovoltaikanlage zu finanzieren. Und da kommt eben dann ein Kooperativ ans Spiel, die dann, dadurch, dass dann so viele Leute zusammenkommen, dann eben da investieren, so Projekte realisieren können. Okay. Wer ist so ein Kooperativ aufgebaut? Wie funktioniert der intern? Du bist ja gewissermaßen ein Experte, du kennst schon das aus. Intern, das zusammengewürfelt von Leuten, die sich da gemeldet haben, für dann die Kooperative zu gründen. Das muss nicht unbedingt Experten sein aus dem Bereich, dafür sind wir dann auch mit dabei zu unterstützen. Das sind Leute von überall. Das können Leute sein, die in einer Bank arbeiten, das können Leute sein, die Kommunikationswesen arbeiten, das können Leute sein, die einfach irgendwann Büros machen oder können auch Elektriker sein. Es kann wirklich von allem dabei sein, und die müssen nicht unbedingt mit der Materie zu tun haben, und die lehren dann auf ihre Mesure, wie dann das Projekt 4 geht, die Gründung von der Kooperative, mit Reunionen, mit dem nächsten Projekt, lehren sie bei, von der ganzen Prozedur. Und noch haben sie immer mehr Know-how, wie das Ganze dann auflebt und wie das Ganze funktioniert. Ein Kooperativ, hast du das Demokratisches oder ist das so ein Gesellschaft, wo von der Mesure gemacht wird? Ja, ich bin der Verwaltungsrat, den da am Anfang die Entscheidungen trifft für das Kooperativ, weil natürlich, wenn du pro 100 Kooperateuren oder 100 oder mehr Kooperateuren dran sind, da kann natürlich nicht jeder einzelne froh für diese Meinung dran zu entwickeln. Du gibt dann schon der Verwaltungsrat, den dann aus x Leute besteht, das wird da festgehalten, wie viele Leute das sollen sein. In der Regel gibt es so 5 bis 10 Leute in der Regel, wo dann der Verwaltungsrat sind, dann die Entscheidungen treffen. Und wenn da Entscheidungen zu treffen sind, dann effektiv wird das dann demokratisch geguckt. Und der Verwaltungsrat kriegt dann alle Proposalen auf den Tisch gelöscht, zum Beispiel auch Beratungen von uns zum Beispiel. Und dann auf der Basis können sie dann Entscheidungen treffen. Können sie aufstimmen, wenn sie sich nicht ganz ähnlich sind. Und dann die Strategie, die ein Kooperativ dann führt, als dann auf dem Verwaltungsrat aufhängig, gucken sie mehr auf Punkto Sicherheit, Punkto Rentabilität von Anlagen, oder gehen sie auch echt da auf den Weg, dass sie mehr Leistung installieren und vielleicht ein Projekt holen, das ein bisschen minder interessant ist und aber noch umsetzbar ist, dass sie den dann aber machen, oder entscheiden sie sich dafür ein anderes Projekt, das mehr rentabel ist. Das guckt auch Kooperativ selber, mehr in der Regel gucken selber immer für als Hauptziel von der Kooperative, was wirklich Projekte umzusetzen.
und das auch der größte Viertel von einer Kooperativ, also viel Projekte hört, wenn es da mal Projekte hört, die ein bisschen mehr interessant sind, dann können die trotzdem noch realisiert gehen. Die rentabel, ich weiß viel von Rentabilität, das ist den Hauptziel für eine Kooperative, also Geld zu machen. Nee, nicht unbedingt Geld zu machen. So ein Hauptziel gibt es so, dass für ein Kooperativ was viel zu wurzeln. Natürlich, sie machen Projekte, natürlich investieren sie da Privatgelder, das heißt, es soll schon eine gewisse Rentabilität da sein, die haben keinen Verlust für Sinn von einem Projekt, weil Kooperativ braucht die Revenu, die du racken, für eben noch nach weiter Projekte zu realisieren. Das heißt, da sind sie nicht mit der Ruhe für nach weiter immer um Leute zwischen zu gehen, irgendwann lebt Kooperativ so vom selber, dass von der neue Projekt rackend, von einer Gemeinde, von einem Dach zur Verfügung steht, zum Beispiel, da kann Kooperativ da direkt investieren und weiter Projekt machen. Das Ziel von der Kooperative ist nicht unbedingt die riesige Benefits zu machen, wir einfach können zu wurzeln, auf weiter Projekt umzusetzen. Projekte sind alle zu Photovoltaik. Ja, es gibt auch ein Kooperativ, die auch Projekte im Ausland schon mal unterstützt wird. Das geht auch. In der Regel effektiv gibt Projekte hier im Land gemacht. Und wird sich ausschließlich Photovoltaik gekümmert. Es gibt keine Wandmühlen oder keine Hydroponik. Also, theoretisch kann ein Kooperativ in alle Projekte investieren, die man dann bei Energieproduktion zu dienen hat. Den Großen von den Projekten sind effektiv Photovoltaikanlagen, weil das relativ erschließbar ist, mir einfach ist, ein kleines Budget, also Wandkraftanlagen sind auch möglich, wie du schwarz mal von ganz anderen Motoren. Und Kooperativen sind normalerweise ein bisschen klein gehalten und haben dann noch nicht genau die finanziellen Meier für so riesen Investor zu machen. Sie können sich natürlich auch beteiligen für das Projekt online, aber so auch mehr Photovoltaikprojekte wie Wandkraftprojekte, wo du investiert kann gehen. Was sind die vier von Kooperativen in Lützeburg? Die vier von den Kooperativen. Ich gebe so Zeit. Das immer läuft keine Zeit. Das heißt, Projekt braucht relativ lang, bis geplant sind, bis alle die administrative Sachen ein bisschen aufgeschlossen sind. Ein Installateur hat ein größtes Monto, das heißt, ich muss immer gucken, wie du an rumzukommen, dabei zu kommen. Und ich glaube, das ist die größten Defizite, die den Kooperativen am Moment tun, für eben Projekte, für mit denen Führung zu kommen. Weil alles braucht ein bisschen Zeit, bis das alles immer alles geregelt ist. Das heißt, die Kooperative gibt primär am Anfang, primär von Membern, von Leute finanziert, die daran interessiert sind. Was springt dabei für die Leute raus? Sind es alle gut Menschen, die auf einen schnellen Ausbau von Photovoltaik wollen? Das von bis. So, muss ich sagen, dass ein Kooperativ okay reicht. Also nicht, dass du riesen Investment dann riesen Rendement rauszieht. Die Leute, die das machen, die machen das schon als Überzeugung. Natürlich als okay Verlust geschafft, so wenn ich als Ziel hat, für zu investieren, dann kurzfristig viel Suche rauszuziehen, dann investiert ich nicht unbedingt in ein Kooperativ. Ne? Wobei ich muss so ein Kooperativ ist absolut interessant ist. Für ein paar Jahre war es natürlich viel mehr interessant, von Zinsen auf der Bank bei Null stehen, war ich froh, dass ich irgendetwas gekriegt habe, los in Zinsen bis mir hoch. Dann ist natürlich ein Photovoltaikanlage ein bisschen mehr interessant als Invest. Noch sonst trotzdem muss ich aber immer weiter gucken, so, du wird investiert an den Ausbau von erneuerbaren Energien, wird natürlich in Zukunft auch eine gewisse Unabhängigkeit soll kreieren. Ne? Das heißt, wir sind immer abhängig von Stromimporten, weil wir alles lokal können selber produzieren. Wir sind immer abhängig vom Strommarché und dementsprechend auch immer abhängig von einem Stromtarif, den wir nicht kontrollieren können. Das heißt, indirekt als Invest an ein Kooperativ, aber immer ein Invest in Zukunft, ein Invest an die Unabhängigkeit von der Stromproduktion. Profitieren Kooperativ von staatlicher Unterstützung? Ja, du darfst selbst über Privatleute Kooperativ kriegt Subventionen für die Anlage bis 30 Kilowatt. Und so haben ein bisschen interessanten Strom-Abspeisetarif
wie privat also wie Entreprisen also den als bisschen heich wobei muss so das Nachspeisetarif liefert Joren immer Männer götz und immer man interessant gött für kooperative Medo gi immer mehr op de we vom Ström deelen wat lo eben ufängt und wo an Startlächer steht dann dat gedole bis eng interessant Geschicht für lo an Zukunft für kooperative wie für Privatleute können Strom den lokal produziert gött auch op der Platz können zu nutzen oder an der Umgebung zu nutzen. Okay. Das heißt, die partagieren, als das kann das machen, gibt es eine Organisation, wo ich melden kann, oder eine Entreprise, die das geriert. Wie sieht das aus in Lützeburg? Ja, also machen kann das jeder, den einen Anlage hat, kann der Strom teilen, jeder, der noch keinen Anlage hat, kann von einem Strom kriegen. Voilà, das auf kleinem Niveau geht das einfach, kann das selber machen, muss das just eben aufrufen. Wenn ich ein bisschen mehr auf eine größere Distanz möchte, dann brauche ich eine andere Struktur nach, wie zum Beispiel eine E-Community, die schon gibt, die dann eben die ganze Gérance da möchte, für den Strom eben zu teilen. Du kommst ja schon beim Kooperativen, du gehst zu Besichtigen, du gehst bei sie, du gehst auf Informationsseancen. Wie sieht das aus? Hast du ein Beispiel? Ja, auch ein paar Jungkooperativen wie die an der Mislam Landgegend, das Kooperativ Kanton Rheme und Kanton Grevemacher, die sind relativ rezent entstanden. Ja, das ist so am Kanton Rheme bis E-Projekt von 30 Kilowatt realisiert gehen, natürlich die lobt da sich für weiter Projekte umzusetzen. Und dann immer das Kooperativ Kanton Grevemacher, die lo am gangen ass ihren echte Projekt wollen umzusetzen. Du hast schon die ganze Tüte alles gemacht gehen, as der Tür hast schon rausgesicht Stoffe hast schon do. Du war mal schon op 2 Informationsveranstaltungen, wo man gehalen hun, wo man dann Leute das Projekt 4 gestaltet hun für Kooperateuren zu gewannen. An lo as dann 25. Nach eng Informationsversammlung zu Manternach, wo man dann nach Leute probieren zu begeistern, für mat zu machen, an sie ganz zuversichtlich, dass man da genug Leute Summe kriegen, dass man dann im Endeffekt das Projekt da können finanzieren. Und da soll das Projekt dann so nach 4 Summe Auftrag gehen und nach das Jahr gebaut gehen. Wie groß ist das Projekt? Wie viel gibt die einzelnen Kasten? Das sind 200 Kilowatt, die dann auf dem Atelier zu Märkten kommen. An die Kosten ungefähr? Da ist ein Invest von ungefähr 213.000 €. Das ist ein größer? Also sie haben direkt mit einem größeren Projekt gestartet. Viele Kooperative fangen nicht mit einem kleinen Projekt an. Heute war ganz ambitiös, wird einfach Projekt hat sich ganz gut angeboten, war ja schöne Projekt. Und du hast gesagt, gehen das einfach an, also von der einfach realisabel. Und muss ich just eben da gucken, genug Leute zu motivieren, für dann das zu machen. Wie gesagt, da sind wir relativ zuversichtlich, dass wir das aber kriegen. Hat die Gemeinde da auch etwas beigesteuert? Ja, absolut. Also wenn ihr Schütze von der Gemeinde geht, das sowieso nicht. Das sind große Partner, respektive das ein Zusammenarbeit zwischen Kooperativen und Gemeinden, die eben muss da sein, für das das funktioniert. Und die Gemeinde wird eben da überhält einen Teil von den Kosten, respektive auch die Infrastrukturkosten für eben das Schaf, für die Kabel zu legen, für die ganze Infrastrukturarbeiten als die Gemeinde eben da mal angesprungen und überhält die Sachen, für eben ein Kooperativ da den Weg mehr einfach zu machen. Das ist im Allgemeinen oft der Fall, dass die Gemeinden das mit unterstützen, für die Gemeinden als Kooperativen zuverlässige Finanzpartner, den eben Projekt kann überholen, mit einer Bürgerbeteiligung. Das ist auch für die Gemeinde interessant, ne, dass dann hier Bürger können mit ranholen an Projekt, dass die sich können mit beteiligen. Das ist einfach eine gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Kooperativen.